Jetzt hätte ich noch ein Gedicht von einem bayerischen Dichter, aber der ist leider schon gestorben und der Name fällt mir momentan auch nicht ein. Es ist schon manchmal hartes Leben. Der Alfons, der hat ein Problem, ein ganz besonders, wie man scheint, und er verzeiht seinen besten Freund. Ich kann das einfach nicht begreifen. Wenn ich was sagen möchte, muss ich pfeifen. Das ist für mich als wie ein Zwang. Das geht jetzt schon 4 Wochen lang. Sein Freund, der sagt mit ernstem Gesicht: Du, die Geschichte gefällt mir nicht. Weißt du was? Du gehst zum Dr. Wimmer. Sonst wirst du allein noch etwas schlimmer. Das ist ein ganz guter Arzt. Am besten ist, wenn es nicht zu lang wartet. Mit dem darf ich einmal probieren. Vielleicht kann der allein kurieren. Die Auskunft hat dem Alfons gelangt und er hat sich bei seinem Freund bedankt. Und fährt den nächsten Tag gleich rein, in die Stadt mit Bus und 5 fahren rein. Und sitzt gleich drauf beim Dr. Wimmer hoffnungsvoll im Wartezimmer. Die Arzthelferin hat ihn noch nicht kennt und sagt: Sind Sie der neue Patient? Oder waren Sie öfter schon bei uns? Na, ich nicht, sagt gleich drauf der Funz mit einer: Sind's auch nix, nein. Schauen Sie, da war jetzt einmal Krankenschein. Dankeschön, sagt die Helferin drauf und ich rufe sie nachher auf. Das dauert noch eine ganze Zeit, es kommen da mehrere Leute. Der Alfons liest schon in der 4. ausgefransten Illustrierten. Wie er um die 5. gelangen wollte, wird er zum Doktor reingeholt. Die Helferin wischt schon die Dings, sagt: Tritt die Türe hinten links. Der Alfons geht den Gang entlang, er wird jetzt schon bald Angst und Bang und sitzt gleich drauf beim Dr. Wimmer, hoffnungsvoll im Wartezimmer. Der Doktor sagt mit der Gebärden: Was haben wir Sie für eine Beschwerden? Der Alfons schaut nur ganz groß, er räuspert sich und liegt dann los. Ich kann es ja selber nicht begreifen, wenn ich was sagen möchte, muss ich pfeifen. Das ist für mich als wie ein Zwang. Das geht jetzt schon 4 Wochen lang. Der Doktor sagt mit ernstem Gesicht: Na ja, ganz einfach ist das nicht. Er hat dafür noch eine Erklärung, das muss sein eine Nervenstörung. Peinlich zwar und unbequem, doch das lässt sich schon beheben. Er verschreibt ihm Anti-Pfeiftabletten, weil die die beste Wirkung hätten, und sagt: Den nimmst auf jeden Fall 4 Wochen lang, am Tag 3 Mal. Und zerkaut zur Essenszeit mit ein bisschen Flüssigkeit. Schauen Sie, dort vorne an der Ecke steht die nächste Apotheke. Der Franz bedankt sich noch zum Schluss und folgt gleich heim im nächsten Bus. Wie er am Heimweg nachdenkt, ist ihm ein Kratzer Freund begegnet. Der sagt ihm: Na, wie geht's dir denn? Und bist jetzt schon beim Doktor gewesen? Ja, freilich, da komm ich grad her. Das ist gar kein so großes Malheur. Er sagt, das lässt sich schon beheben. Und hat mir so Tabletten gegeben. Die nehme ich ein, verlasse ich drauf. Und das lässt sich pfeifen, hört bald auf.